Hallo? Hallo? Ja. Guten Morgen miteinander. Hallo miteinander. Hey, heute ist ein Freudentag. Hallo miteinander, herzlich willkommen zum Ostergottesdienst. Heute bin ich da. Ja, ich bin Jas. Hey. Ja, Jassi, Entschuldigung, aber Was machst du da? ich weiss nicht, ich bin eingesperrt worden im... Aha. Hast du etwas mit dem zu tun gehabt, Jassi? Ehrlich gesagt, ja. Also, was soll das? Wir haben doch gesagt, wir tun zusammen Bist du moderieren. eingestellt, gell? Findet das jemand lustig Ja, hier? ich. Mega Ja, lustig. ja, du Hey, natürlich. alle zulassen. Ich habe den da ins WC eingesperrt. Also, ich hoffe nicht, dass es eine neue Ostertradition wird. Da. Nein, ich habe gehört, es ist heute ein Freudentag. Dann habe ich gedacht, ich mache etwas zu meiner Freude. Okay, ja, das verstehe ich. Aber einfach, wir tun das wirklich nicht als neue Ostertradition etablieren, weil es schauen ja sehr viele Kinder zu. Okay. Und Jassi, weißt du, du bist wirklich für die ein Vorbild. Es ist sowieso, ich habe es jetzt gemacht, nur mit mir war es lustig, gell? Nur bei dir, ja. Und zum Glück hat mich dann der Matt rausgeholt. Ah, nein, nett. Hättest du noch 5 Minuten länger warten. Ich glaube es nicht. Also weißt du, aber Jassi, schau mal. Wir feiern ja heute Ostern. Es ist ja ein Familiengottesdienst, den wir heute feiern. Darum tun wir das ja auch schweizerisch machen. Ich auch, gell? Darum bist du da, Ja. Jassi, weil alle Freude haben an dir. Genau. Ich auch. Ja, du auch selber auch an Aha. dir, gell? Hey, aber Jassi, weil wir ja Ostern feiern, dann haben wir so einen speziellen Gruß, den wir brauchen, oder? Dann sagen wir, Hello, ja, kann man schon... Ciao, ja, vielleicht, Alles vielleicht noch ein bisschen mehr Osternbezug. Osterhallo. Zum Beispiel, Christus ist auferstanden. Und dann kannst du sagen, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich muss es einfach ein bisschen lauter sagen als du jetzt. Ja, genau. Und wir können es jetzt so machen, die im Chat, die können es ja daheim euch einander zusprechen, aber die können es so im Chat schreiben. Ist gut so als Antwort. Also wir sagen das ein paar Mal. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Christus ist Er auferstanden. ist wahrhaftig auferstanden. Christus ist auferstanden. Ali, das ist sehr laut. Er ist Wahrhaftig wahrhaftig auferstanden. auferstanden. Yes, das ist er. Das feiern wir heute. Yes. Hey, ich habe extra Osterdeko zum Feiern. Wunderschön. Gell? Ja, du siehst toll aus. Danke. Wirklich. Ich habe mich mega gefreut, dass du dir so in die Schale geworfen hast, Jassi. Hey, Jassi, ich weiss jetzt nicht, nimmt es dir auch Wunder, wer da zuschaut? Ja, klar. Gell? Schreibt doch mal, von wo schaut ihr zu? Wer ist alles dabei? Ja, die Detwiler sind das so cool. Hallo. Schreibt uns, wenn ihr zuschaut, Familie, mit wem ihr schaut, das interessiert uns. Also, mich interessiert es auch. Jassi Okay. interessiert es auch. Genau. Ja. Dass Jassi weiss, wer da dabei ist. Aha. Hey, und wir haben heute wirklich einen mega coolen Gottesdienst parat. Wir werden zuerst einen Worship haben mit einer Familienband. Und nachher... Bin ich auch in dieser Familie? Nein, sorry, Jassi. Es hat eben keinen Platz mehr gehabt, weißt du? Okay. Genau. Und es ist eben auch so, dass der Worship ist vorproduziert wurde. Es war einfacher gewesen, mit den Kindern vorzuproduzieren. Aber Gott tut jede Zeit überspringen. Er kann uns genau so begegnen, ob jetzt es vorproduziert ist oder nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es wird toll. Und während im Worship, wenn du noch nicht deine Abendmahlsachen parat hast, dann geh doch die noch schnell schnappen. Einfach mega schnell, dass nicht viel verpasst ist vom Schnell. genau, Worship, gell? Und weil wir werden dann in der Predigt auch das Abendmahl zusammennehmen. Oder ja, da werden wir dann auch noch mehr Ich hören. tue voll auch, gell? Nimmst du auch das Abendmahl? Ja. Das hat er nicht gesagt, ich darf auch. Hat er gesagt, du darfst? Ja, Okay, hat er gesagt. super, wir werden dann noch mehr von dem hören. Ja, und ich freue mich auf den Gottesdienst. Sollen wir echt noch beten? Ja, der du. Soll ich? Ja. Also, okay. Sonst hättest schon du dürfen, Jassi. Nein, ist schon gut. Okay. Christus, du bist wirklich auferstanden. Wir feiern dich. Wir feiern heute deine Auferstehung. Was für ein Privileg, was für ein Freudenfest, wie Jassi gesagt hat. Es ist ein freudiger Tag. Du bist auferstanden. Merci, dass du
da bist. Merci, dass du einfach jeder Person, ob sie jetzt live schaut oder später, einfach ganz persönlich begegnest. Amen. Amen. Yes, wir kommen zum Worship. Ich gehe jetzt tanzen. So viel Wege, doch nur deine führt mich hin. Gibt so viele Stimmen, nur die Wahrheit macht mich frei. Durch die Sterben, lebt dein Leben jetzt in mir. Du willst alles geben, dass ich erlöst kann sein. Ein neuer Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Am Kreuz hast du triumphiert, wir gehören dir. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Ein Vorhang ist verrissen, wir sehen dich. Deine Nähe, da wird mein Herz ganz weich. Du gibst Frieden, Hoffnung, die mich trägt. Und durch dein Leben lebst du Tod vergeben besiegt. Du hast alles gegeben, dass ich erlöst kann sein. Ein neuer Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Am Kreuz hast du triumphiert, wir gehören dir. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, ich seh dich. Ich seh dich. Leben ist in dir. Bist du Weg zum Vater, durch die Ewigkeit. Und auch wenn wir sterben, bleiben wir bei dir. Jesus, du verstehst, und das Leben ist in dir. Ein neuer Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Am Kreuz hast du triumphiert, wir gehören dir. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, wir sehen dich. Ein neuer Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Am Kreuz hast du triumphiert, wir gehören dir. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, wir sehen dich. Wir sehen dich. Jesus, du verstehst, das Leben ist in dir. Bist du Weg zum Vater, für die Ewigkeit. Und auch wenn wir sterben, bleiben wir bei dir. Jesus, du verstehst, das Leben ist in dir. Der Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Am Kreuz hast du triumphiert,
wir gehören dir. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, wir sehen dir. Heilig, heilig, Gott allmächtig, ja und souverän. Gerechter König, gesalbter Retter, ja und souverän. Wir singen Halleluja, Halleluja, du regierst. Wir singen Halleluja, Halleluja, du regierst. Heilig, heilig, Gott allmächtig, ja und souverän. Gerechter König, gesalbter Retter, Ja und souverän. wir Singen Halleluja, Halleluja, du regierst. Wir singen Halleluja, Halleluja, du regierst, ja und souverän, gemeinsam mit der Muse, wenn wir dich verehren. Herrlich wie kein bist du. Gemeinsam mit der Muse, wenn wir dich verehren. Herrlich wie kein anderer bist du. Wir singen Halleluja, Halleluja, du regierst. Wir singen Halleluja, Halleluja,
Ja, Jesus, wir möchten dir einfach danken, sagen, dass du die Welt so gut regierst. Dass du auf die Welt bist gekommen, dass du für uns gestorben bist, dass du auferstanden bist, dass du lebst. Das ist so eine Kraft in dir, es ist so eine Kraft in diesem Wissen, dass du den Weg bereitet hast für uns zum Vater, dass du den Weg bereitet hast zum Herz vom Vater, dass du dein Leben gegeben hast, für das wir leben können. Und wir wollen uns heute an diesem Ostersonntag einfach erinnern daran, was du für uns hast da, was für eine Kraft in diesem Blut steckt, was für eine Kraft in dieser Botschaft vom Kreuz steckt. Merci, Jesus, hast du den Weg bereitet. Bist du der Wunder tut in unserer Mitte. Du bist der jetzt sogar Wunder tut bei den Leuten. Hey, merci, Herr. Du bist da, mitten unter uns. Ich bete an, ich bete an. Du bist da, wirkst du da an diesem Ort. Ich bete an, ich bete an. Du wirkst an jedem Herz. Ich bete an, ich bete an. Du bist da, du hältst jedes Herz. Ich bete an, ja, ich bete an. Du bist Bahnbrecher, halt dein Versprechen, Licht im Dunkeln, Gott voller Wunder, mein Gott, das bist du, oh Herr. Du bist Bahnbrecher, halt dein Versprechen, Licht im Dunkeln, Gott voller Wunder, mein Gott, das bist du, oh Herr. Du bist da, du machst Leben neu. Ich bete an, ich bete an. Du bist da, du machst Herzen ganz.
bist du, oh Herr. Du bist Bahnbrecher, haltest Versprechen, Licht im Dunkeln, Gott voller Wunden, mein Gott, das bist du, oh Herr. Du bist Bahnbrecher, haltest Versprechen, Licht im Dunkeln, Gott voller Wunden, mein Gott, das bist du, oh Herr. Das bist du, oh Herr. Das bist du, ja, das bist du. Ja, das bist du. Ja, Herr, das bist du. Du bist der Bahnbrecher. Du bist der jedes Versprechen haltet. Du bist das Licht in der Dunkelheit. Wir beten dich an, wir ehren dich, wir erheben dich. Du bist so würdig, Herr. Unser Lob zu bekommen, unsere Anbetung zu bekommen, unsere Anerkennung zu bekommen, unsere Liebe zu bekommen. Was für ein Gott, was für ein Vater du bist. Wir strecken dir unsere Herzen entgegen als Familien. Egal wer wir sind, wo wir sind, ob wir Single sind, ob wir Familie sind, ob wir älter sind, ob wir jünger sind, alle Generationen zusammen, erheben wir das Lob zu dir, unserem Gott, unserem Vater. Amen. Amen. Christus ist auferstanden. Was haben wir gelernt, Jasmin? Er ist wahrhaftig auferstanden. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Sehr gut, Jasmin. Das hast du also gut gelernt. Das können wir Gell? eben jetzt immer machen an Ostern. Jeden Tag. Nicht Jedes jeden Tag, jedes Mal an Ostern. Okay, Sonst jedes wär's Jahr wieder- einmal. Genau, darum um besonders laut dann. Ja, das kann ich gut. Ja, das haben wir schon gemerkt. Unsere armen Ohren, nicht wahr? Meine geht sehr gut, ich habe ein Tüchlein da. Übrigens, ist dir heute Morgen etwas aufgefallen? Ja, ich habe meinen Anzug gesucht, den habe ich lange nicht gefunden. Hast du gesehen, dass ein kleines Schnätzchen neben dran hatte? Nein. Tick, 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 Ja, tick, sie. tick, tick. Hinten. Nein, zum Glück sieht man das nicht in der Kamera. Ich habe extra nur hinten. Dann habe ich gedacht, weil online ist, dann sieht man es nicht. Gell, ist Ja, lieb. da reden wir dann nachher noch drüber. Ja. Heute ist ein Freudentag, da kannst du nicht schimpfen. Heute ist nur noch fröhlich. Ja, ich glaube, vor allem für dich ist heute ein Freudentag. Sehr. Hast du 2 Scherze gemacht? Ja. Aber eigentlich sind wir jetzt bei Predigt, beziehungsweise wir wollen heute zusammen das Mysterium vom Auferstehung wollen wir eigentlich zusammen feiern im Abendmahl in der Eucharistie. Und da wollen wir heute zusammen das anschauen. Und ein wichtiger Teil davon ist das, was man Anamnese nennt. Kann ich schnell etwas fragen? Ja, klar. Hast du auch Chinesisch gern zum Essen? Wieso Chinesisch? Ja, du redest als Chinesisch oder was ist es? Russisch? Nein, ja, das ist... Spanisch? Nein, das ist auch nicht Spanisch. Das sind einfach Okay. Wörter, die man braucht, um Sachen zu erklären. Weißt? Das sind nicht sehr einfache Wörter. Ja, also ein Mysterium ist eigentlich nichts anderes als ein Geheimnis. Ja, dann kannst du ja gerade keines sagen, als keines reden. Das könnte man theoretisch, du hast recht. Gell? Ja. Und Anamnese heisst eben Vergegenwärtigung, sich erinnern. Es geht Also wie- für Gegenwärtigung finde ich auch schon ein bisschen kompliziert. Darum ist Erinnern noch ein bisschen gescheiter. Ja, und die Frage ist, erinnern wir uns an das, rufen wir in unsere Gegenwart das, was Jesus Christus für uns hat gemacht hat, an Karfreitag und an Ostern. Okay. Aber ich sehe schon, es Das ist... ist ein bisschen komplex da durch, hä? Ja, jetzt eben Ja. merke ich auch, es ist ein Familiengottesdienst. Ja, Und das vielleicht, ist es auch. vielleicht könntest du mir helfen, wie man das ein bisschen einfacher könnte ausdrücken Vielleicht könnte. kannst du auch ein bisschen helfen. Also, wir machen das mal zusammen, ist gut. Soll ich in der Zwischenzeit das Abendmahl Ja, das ist vorbereiten? vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Also,
Also, Jassi, erinnern, hä? Ja, also erstens. An was tun wir uns genau erinnern? Eben, an Ostern erinnern wir uns an das, was Jesus gemacht hat. Wie soll ich mich an etwas erinnern, was ich nie gesehen habe und erlebt habe? Komisch. Ja, also, darum tun wir uns eben immer wieder die Geschichten erzählen von Jesus. Und eben jetzt zum Beispiel an Ostern erzählen wir uns immer wieder die Geschichte, was alles passiert ist an Ostern, damit wir uns eben daran erinnern. Weil wir ja sagen, wir sind ja nicht dabei gewesen. Ja, eben. Okay, also dann tun wir das jetzt erzählen. Ich weiss es im Fall nicht so gut, gell? Du weißt es nicht mehr so gut. Also eigentlich weiss ich es natürlich sehr gut, einfach jetzt gerade habe ich es gerade ein bisschen vergessen. Unter dem Kopftuch hier. Ah, okay, dann sind wir froh, sind wir zu zweit. He? Ja, das habe ich jeder eingeplant. Ah, gut, hast du das eingeplant. Also, Weißt du, also, wir machen es doch so. Es fängt eigentlich schon am grünen Donnerstag an. ja, dann habe ich einen Nachmittag frei gehabt. Eben. Du hast ja nicht einfach so am Nachmittag frei. Wir fangen am grünen Donnerstag an, Freitag und bis zum Ostersonntag. Dann haben wir nämlich gerade alles in einem Päckchen nochmal erinnert. Gute Idee, sehr gute Idee. Also, ich tue den Rat. Und du? Ich auch. Sehr gut. Sind ihr daheim auch alle den Rat oder müssen wir noch warten? Nein, wir warten nicht mehr. Es sind, glaube ich, alle bereit. Okay, also. Du kannst anfangen. Okay. Also, es ist ja so, am grünen Donnerstag, dort feiern wir... Eine Frage. Jetzt habe ich gar noch nicht anfangen zu reden. Ja, ich habe gleich eine Frage. Warum heisst es eigentlich grünen Donnerstag? Weil sie nicht einen grünen Kittel hat und ich ein grünes Haarnändeli. Nein, ehrlich gesagt, ja, sie hat das im Vorfeld noch schauen und ich habe es im Fall nicht herausgefunden. Also wenn irgendjemand daheim weiss, warum das grün Donnerstag heisst, dürft ihr das sehr gerne in den Chat hineinschreiben. Du weißt es nicht. Vielleicht weiss man das auf Chinesisch. Okay, also, Witz gewesen. Also, eben, grün Donnerstag. Es war so, Jesus, oder nein, nicht Jesus, alle Leute in dieser Zeit, die Juden, die haben dann das Passafest gefeiert. Und am Passafest hat man gefeiert, dass der Auszug aus Ägypten, vielleicht habt ihr die Geschichte schon gehört, wenn ihr den Kids-Livestream in letzter Zeit, also in den letzten Monaten mitverfolgt habt, dann habt ihr das mitbekommen. Wie Moses sein Volk, also Gott mit Moses sein Volk aus Ägypten rausgeführt hat. Und dann dann erinnern sie sich an das und dafür ungesüßte Brot essen oder backen und das Passafest über mehrere Tage feiern. Cool. Und das hat Jesus auch gemacht. Was hat das nicht ein Kreuz zu? Jetzt nicht so hastig, es kommt schon. Okay. Also, auf jeden Fall hat Jesus seinen Jüngern gesagt, hey, tut euch vorbereiten. Vorbereiten, gell? Ich bin vorbereitet. Das haben die Jünger dann auch gemacht. Was eigentlich? Ja, sie kannst mich ein bisschen reden, denn sonst sind wir da nie fertig. Also, er hat gesagt, sie sollen das Fest auch vorbereiten mit diesen ungesüßten Brot. Und dann haben die das gemacht und an dem oben, wo sie das Mahl eben gegessen haben, Darum Abendmahl, weil es ja ein Abend war. gescheite Frage. Dann sollte es jetzt Morgenmahl heißen. Okay, Jassi, du mir erzählen, ist gut. Okay. Jetzt hast du mich ausgesprochen. Genau. An dem Nacht sozusagen hat Jesus etwas ganz Spezielles gemacht. Er hat Brot genommen, er hat Wein genommen und er hat das unter den Jüngern verteilt. Und er hat ihnen gesagt, jedes Mal, wenn ihr das so esset, dann denkt an das, was ich euch erzählt habe, dann denkt an das, was jetzt dann passiert. Und das, was eben noch krass ist, ist, dass Jesus hat vor dem Passafest hat er ihnen schon ganz oft immer wieder davon erzählt, dass er wird sterben und dass er wird auferstehen auf verschiedene Arten. Okay. Also die Jünger haben das doch dann sicher nicht gecheckt. Die haben es ja dann noch gar nicht. Es war ja noch gar nicht so weit gewesen. Ja, also ich kann mir auch vorstellen, in dem Moment war wahrscheinlich das für die Jünger ziemlich schräg gewesen, dass Jesus da von seinem Leib und so redet, während er das Brot austeilt. Das kann ich mir auch sehr vorstellen. Aha, ich auch. Okay, und dann? Dann sind sie weitergegangen. Nach der Nacht sind sie rausgegangen, sind in den Garten Gethsemane gegangen. Jesus ist gebeten und alle haben schon gedacht, irgendetwas hängt in der Luft. Irgendetwas ist jetzt langsam komisch. Jesus war vielleicht auch langsam ein bisschen angespannt, weil der hat ja gewusst, was auf ihn zukommt. Und
Auf jeden Fall ist es dann so weit gekommen, dass gegen Morgen ist, es sind natürlich noch verschiedene Sachen passiert. Ich gumpe jetzt ein bisschen. Ja, ja, nur das Wichtigste. Genau, nur das Wichtigste erzählen wir. Auf jeden Fall am Morgen sind verschiedenste Soldaten gekommen mit den jüdischen Anführern und die sind gekommen und haben Jesus festgenommen. Ah, und dann ist das nicht in der Nase passiert, gell? Mit der Nase? Aha. Ich weiss gerade nicht von einer Nase. Alle haben geschnauft, alles war gut. Nein, du checkst es nicht. Was denn nicht? Also, dass nicht die Nase, die abgeschnitten worden ist. Aha. Nein, das war nicht der Nase. Also, weil dann der Petrus gefunden hat, hey Mann, was macht ihr mit Jesus? Ich gebe alles für Jesus. Hat er sein Schwert vorgenommen und hat einem Soldat volles Ohr abgeschnitten. Also mit dem Schwert. Nein! Also gar nicht die Nase, sondern das Ohr. Ich habe gemeint, das war ein Petrus seine Nase. Nein, es war nicht ein Petrus seine Nase. Ah, und dann? Dann ist eben noch krass, dann hat Jesus das Ohr genommen und hat es wieder geheilt, obwohl das ja ein Soldat war, der eigentlich ihn nicht gefangen wollte. Oh, ist nicht doof für einen Petrus, he? Hat er extra das Ohr getroffen und dann ist es doch wieder dran. Ja. Das war ein bisschen doof, ja. Aber auf jeden Fall haben die dann den Jesus mitgenommen und die Jünger haben irgendwann ein bisschen Angst bekommen und sind einfach gegangen. Und jetzt ist ganz allein mit diesen Anführern und mit diesen Soldaten gefangen genommen worden und ist da zu verschiedensten Leuten gekommen. Au. Okay, und dann, was haben die gemacht mit ihm? Ja, die haben verschiedene Fragen. Da hat es ein Verhör gegeben. Hey Jesus, stimmt das, dass du mal das und das und das gemacht hast? Und sag nur die Wahrheit, gell, du bist dort und dort. Und sie haben einfach beweisen, dass er einfach das Volk völlig ein Chaos in das Volk hineinbringt und dass er einfach muss getötet werden, an das Kreuz geschlagen werden. Anders. Du, ich habe eine Frage. Die geht nicht schon das ganze Jahr durch den Kopf. Oh, was hast du für eine Frage, die dir das ganze Jahr schon durch den Kopf geht? Warum kommen die Leute eigentlich auf ein Kreuz? Ja, da kannst du dir antworten. Ich? Ja, warum ein Kreuz? Ja, also das war dann einfach wie eine übliche Form gewesen, wie man die Leute hat getötet bei den Römern. Also es sind auch andere Leute gekreuzigt worden, nicht nur Jesus. Ja, Okay, und warum ist denn... Also dort hat man ab und zu noch Letter an ein Kreuz genagelt. Also tatsächlich haben die Römer relativ viele Leute. Das ist wirklich eigentlich eine tragische Geschichte. Ja. Ja, das ist sehr tragisch. Also die Römer. Zum Glück habe ich nicht diesen Römer gelebt. Ja, was du alles rauslässt, man weiss ja nie, was dann alles passiert ist. Ja, sag nicht. Okay, also darum noch Kreuz, das ist zwar ein bisschen... Das hat ja die ganz vielen Leuten Kreuz wichtig gewesen, nicht nur Jesus. Ja, das Krasse ist halt, dass Jesus nach dem Kreuz wieder auferstanden ist und darum ist das natürlich ein bisschen anders in die Geschichte hineingegangen. Aha, okay. Okay, also dann sind die also nicht Jesus, die haben ihn verhört. Genau, und dann ist er da vor verschiedene Leute gekommen, vor hohe Leute, zum Beispiel der Pilatus, dann hat er gefunden, nein, gang zum Herodes und dann haben sie da hin und her geschleppt und irgendwie haben der Pilatus hat eigentlich probieren, dass man ihn eben nicht, weil er nicht gecheckt hat, also warum genau, der hat ja nicht einmal etwas verbrochen, warum sollten wir jetzt den kreuzigen? Ja, das finde ich eigentlich auch, er hat eigentlich noch gute Sachen gemacht. Ja, aber das ganze Volk hat wollen, dass der jetzt einfach an das Kreuz kommt. Auf jeden Fall, irgendwann war das Todesurteil gesprochen gewesen. Und man hat gesagt, hey, fertig, wir nageln den ans Kreuz. Und dann haben sie Jesus genommen und er musste sein eigenes Kreuz schleppen zu dem Ölberg. Was? Sein eigenes Kreuz? Das ist im Fall nicht ganz schwer. Ich habe gedacht, das haben sie nicht in einen Traktor da gedacht. Dort hatten sie noch keinen Traktor gehabt. Aha. Und er ist im Fall vorher auch mega gefoltert worden. Das heisst, Jesus war wirklich schon ein mega schlechtes Weg und das war wirklich auch schlimm. Das war ein richtiger Leidensweg. Zwischendurch hat man dann noch jemanden gefragt, ob er ihm hilft, das Kreuz zu tragen. Und zum Glück hat am Schluss noch ihm jemand geholfen, das Kreuz aufzutragen. Was waren eigentlich all die anderen? Wo sind alle anderen? Oh, wir haben etwas Wichtiges vergessen. Was haben wir vergessen? Das mit dem Gürtel, gell? Das ist ja für dich. Das mit dem Gürtel stimmt, das haben wir vergessen. Das mit dem Gürtel. Ja, dort habe ich nämlich etwas ganz Wichtiges herausgefunden.
Etwas, ihr euch sicher schon viel gefragt, denn ich habe etwas herausgefunden. Was hast du herausgefunden? Erzählst du mir das mit dem Gückel? Also, das mit dem Gückel, es ist eben so. Sorry, das habe ich wirklich völlig vergessen. Also, der Petrus sagt sich ja wirklich sicher gewesen, hey Jesus, ich werde immer bei dir sein. Ich werde immer für dich kämpfen. Die Nase ein Ohr abschneiden. Genau, zum Beispiel. Und Jesus hat ihm dann schon gesagt, hey Petrus, das wird nicht immer so einfach sein im Fall. Du wirst mich noch in dieser Nacht 3-mal verraten. Ah ja, genau so ist es gegangen. Genau so. Jetzt nicht gut zuhören. Auf jeden Fall, in dieser Nacht, wo Jesus so bloßgestellt worden ist, von diesen vielen Leuten gefoltert worden ist und fertig gemacht worden ist, haben verschiedene Leute dem Petrus gesagt, hey Petrus, oder du da, du gehörst doch auch zu dem Jesus, oder nicht? Und ich nehme an, Petrus hat ein bisschen Angst gehabt und 3-mal gesagt, nein, ich gehöre nicht zu ihm, ich kenne ihn nicht einmal. Ah, hey, das ist jetzt auch mega blöd für einen Petrus, gell? Ja, also ich nehme auch an, das war mega blöd für ihn, weil das hat er sicher gar nicht wollen, der hat sich einfach nicht getraut. Ja. Mensch, ich hätte nicht getrauen in dieser Situation. Das finde ich eine mega schwierige Frage. Ich habe mich das im Fall auch schon ein paar Mal gefragt für mich selber. Das ist eine mega schwierige Frage. Und dann auf jeden Fall, irgendwann nach dem 3. Mal macht es Kikeriki! Und der Gückel hat gekreit. Und das ist der entscheidende Moment vom Gückel. Aha. Weil das ein Petrus sein Leben gekehrt hat, haben wir heute fertige Ostereier. Okay, was hat jetzt das mit den Ostereiern zu tun? Hast du es nicht gecheckt? Nein, habe ich nicht gecheckt. Der Gückel, das war ein ganz fertiger Gückel. Und wegen dem ganz fertigen Gückel, die wir uns erinnern an die Ostereier und darum holen die ganz fertig an. Das stimmt. Ja, es ist im Fall nicht der Gückel, der Eier legt. Hast du nicht gecheckt? Nein, ich habe es nicht gecheckt. Ohne Gückel kein Huhn, ohne Huhn kein Ei. In dieser Zeit sind alle Hühner so fertig. Darum haben wir fertige Eier. Heute sind sie nicht so fertig und darum tun sie anholen. Checkst du? Aha, ja. Das checkt genau, wegen dem haben wir heute farbige Eier. Sehr deutlich fundiert, gell? Ich kann auch Chinesisch reden. Also das ist eine interessante Theorie, die du da aufgestellt Das hast. ist eine absolut fundierte asiatische Theologie. Also, weiter. Eigentlich sind wir ja schon weiter gewesen. Genau, das ist jetzt die Einschub gewesen. Das ist super. Also, auf jeden Fall sind wir... Jesus hat das Kreuz müssen tragen auf den Ölberg. Und dort auf dem Ölberg ist er gekreuzigt worden. Was ich mega krass finde, Jassi, ist, er ist gekreuzigt. Ich meine, der war am Ende von seinem Leben, also von seinen Kräften und allem gewesen. Ende von seinem Leben war jetzt nicht ganz richtig gewesen. Nein, ich habe gerade gemerkt, das ist jetzt in diesem Fall nicht richtig. He? Also so halt, Ende von seinem Leben. Und dann ist er doch nicht, gell? Ja, genau. Auf jeden Fall, was ich mega krass finde, Jassi, ist in dem Moment, wo er wirklich kurz vor dem Ableben ist, vergibt er all diesen Leuten. Er bittet Gott, dass er all diesen Leuten vergibt, die ihm so schlecht behandelt haben. Das finde ich mega krass. Ja, das finde ich im Fall auch mega krass. Und in dem Moment, wo er stirbt, zerriss der Vorhang im Tempel. Und das finde ich ein wunderschön. Ich meine, das ist krass, dass das passiert und gleichzeitig ist es ein wunderschönes Bild. Ja, jetzt ist einfach etwas, was ich nicht check. Herr Theologe, du kannst wieder zu mir kommen. Also, jetzt bin ich bereit für eine theologische Vorhin Diskussion. war ich noch ein Chines, jetzt Theologe. Ja, das ist halt ein bisschen klar reden. Also, jetzt meine Frage. Warum hat eigentlich Jesus nicht sterben? Ich meine, ich höre immer Sünden vergeben und so. Ja, schön. Ich meine, Gott ist alles möglich. Warum muss er sterben? Also schau, wir haben ja vorhin von dem schönen Wort geredet, das du nicht verstanden hast, Mysterium, Geheimnis. Ja, jetzt weiss ich es ja. Geheimnis. Mysterium, Geheimnis. Ja. Und es gibt Aspekte, die sind einfach sehr geheimnisvoll. Wir glauben, dass wie eigentlich, wo er ist gestorben ist, wie mit uns, Jassi, alles das, was wie in uns, an uns, das, was es ausmacht, dass wir nicht direkt mit Gott in Verbindung sein können, das stirbt mit ihm mit. Und weil er ist auferstanden, können auch wir wie auferstehen und wieder direkt Zugang zu Gott haben.
Verstehst du das? Oder weißt, man könnte es auf unterschiedliche Arten erklären. Es gibt wie, Zum Glück. weil du es nicht ganz verstehst. Okay, also ich probiere es sonst noch anders zu erklären. Ja. Weißt, der Vorhang ist ja zerrissen. Ja. Und er war ganz Mensch gewesen, und im Moment, wo er stirbt, reisst der Vorhang und es ist wieder der Zugang ist wieder ganz frei. Und weil er Mensch war wie wir, ist wie alles das von ihm abgefallen. Und er hat wie eben die Tür aufgemacht, dass wir wieder ganz neu Zugang haben zum Vater. Und aus dieser Beziehung zum Vater heraus leben können und so können verändert werden. Also das ist schon ein bisschen kompliziert. Ja. Er ist ja dann am Kreuz gesagt, ich kann die Türen aufmachen. Ja, also das ist wieder, weißt du, musst schon im übertragenen Sinn das verstehen. Ah. Er hat, indem der Vorhang zerrissen ist wie die Türen aufgegangen. Also klar kann er im Kreuz nicht die Türen physisch auftun. Das ist ja eher schwierig. Das war für Debo schwierig, jetzt, als sie im WC eingesperrt war, zum Beispiel. Hat es mehr gebraucht, dass sie helfen konnten. Ja, das stimmt. Das war eigentlich nicht das ein Scherz, ja? Die Tür auftun. Auf jeden Fall haben wir durch das, weißt du, es ist wie die Sachen, wo wir entweder auch falsch machen oder wo wie in uns drinnen wie nicht genau so ist, wie wir das irgendwie wissen, wie es sein sollte. Das ist wie mit ihm eigentlich im Kreuz wie begraben worden. Er ist ja dann auch begraben worden. Und weil wir heute Ostern feiern, weil er ist auferstanden, können wir wie in ihm neues Leben haben. Okay. Also weißt du, es könnte sein, manchmal habe ich ein kleines Seich noch. Also noch schlimmeres Seich als das mit der WC-Türe. Solches Zeug, das ich nachher nicht so gut gewissen habe, dann kann ich manchmal das Gefühl, irgendwie jetzt sind ich nicht... Jetzt ist ein bisschen etwas komisch zwischen mir und Jesus. Ja, also meinst du etwas, das dich dann wie von Gott trennt? Ja, irgendwie ist dann alles komisch. Ist es das? Ja, so in dieser Art. Und er hat gemacht, dass wir das wie loslassen können und eben wieder die Mauer eigentlich überwinden können. Die Mauer, die uns trennt von ihm. Okay. Also weißt du, was wichtig ist, vielleicht schon noch zu sagen, das sind jetzt Erklärungen, aber es gibt immer noch Sachen, die verstehen wir auch nicht und es gibt mega viele eben so Geheimnisse und ich glaube, es ist mega wichtig, wir müssen nicht immer alles genau so verstehen und Fragen haben. Fragen, hey, warum ist überhaupt das passiert? Warum ist das passiert? Das ist eigentlich mega kompliziert, das Ganze. Und ich glaube, es ist gut, immer wieder Fragen zu stellen. Und vielleicht ihr Kinder daheim, fragt doch die Sachen, das ist wirklich komplizierte Sache und es ist auch ein bisschen schräg zum Teil. Und mega wichtig ist es, mega viel über das zu reden, Fragen stellen und auch hinterfragen. Das ist mega cool. Okay. Ich glaube, ja, wir können sonst daheim noch mehr darüber reden. Okay. Aber mir kommt noch etwas in den Sinn. Das ist Was? nämlich auch eine Geschichte im Neuen Testament. Eine ganze Geschichte? Ja, ich erzähle nicht die ganze Geschichte, ich erzähle dir daheim. Aber als Jesus ist auferstanden ist, er 2 Jünger erschienen und die waren im Spazieren. Und er hat ihnen auf dem ganzen Weg ihnen alles erklärt. Alles erzählt, erklärt, wie genau das zusammenhängt. Und weißt du, was passiert ist? Sie haben nichts begriffen. Sie haben nicht erkannt, wer er ist. Und weißt du, in welchem Moment sie haben erkannt, wer das er ist? Im Moment, wo er das Brot hat gebrochen. Okay. Und so glaube ich, dass es wichtig ist. Jesus hat ihnen alles erklärt. Es ist wichtig, Fragen zu stellen, zu diskutieren, aber wirklich ihn erkennen, das kann sein, dass wir das erst, wenn wir das feiern, wenn wir das vollziehen. Und darum feiern wir auch das Abendmahl. Okay. Also vielleicht müssen wir noch sagen, Jesus ist an einem Kreuz gestorben, wir sind ja am Tod hängen geblieben. Und 3 Tage später ist er, sie haben eben in die Grabhöhle rein da, und 3 Tage später ist er auferstanden. Es sind Frauen zu dem Grab gekommen und haben plötzlich gemerkt, dass der Stein weggerollt ist. Der Stein war nicht mehr da gewesen. Und plötzlich gemerkt, hey, der Jesus, der ist gar nicht mehr tot, der ist auferstanden. Dann haben sie Petrus gerufen, der ist auch schauen. Und ja, seitdem haben die angefangen natürlich, sind sie völlig nicht mehr rausgekommen. Und dann ist Jesus dann erschienen in einer ganz anderen Art. Oh, und das stimmt gerade nicht, da kann er doch die Wand durchlaufen. Ja, also dann sind wirklich schräge Sachen passiert. Dann ist er plötzlich in einem Zimmer erschienen, wo die Türe zu war und so. Und auf jeden Fall den Jüngern, die Matt gerade erzählt hat, ja, dann ist er auch erschienen. Und nachdem er das Brot gebrochen hat, ist er plötzlich wieder weg gewesen. Krass.
Hä? Okay. Weißt du, was wir jetzt eigentlich gemacht haben? Yes. Wir sind eigentlich schon beim Abendmahl feiern mit drinnen, weil wir haben uns erinnert an das, was er gemacht hat und das, was es für uns könnte bedeuten. Und darum habe ich gesagt, heute steht eigentlich das Feiern im Vordergrund. Und die ganze Geschichte, die ihr jetzt zusammen erzählt habt, mit all deinen lustigen Einschüben, nicht wahr? Die waren nicht lustig, die waren gescheit. Ja, die waren gescheit und lustig, Jasi. Okay. Jasianische Theologie, ich habe etwas Neues gelernt. Ja. Auf jeden Fall, das war ein Teil eigentlich von Erinnern, von dem, was wir tun. Das Abendmahl ist für uns ein Hoffnungsmahl. Es ist für uns ein Erinnerungsmahl, wo wir daran denken, gegen hinten schauen und auch gegen vorne schauen, was er für uns macht und was wir sein können in ihm. Und ihr kennt die Symbol vielleicht vom letzten Gottesdienst, wir haben die dort noch einmal erklärt. Das Symbol vom Wasser, vom Tropfen, Heiliger Geist. Er, der kommt und uns verwandelt. Das Symbol davon, von Gemeinschaft. Das ist ein Gemeinschaftsmahl. Verbundenheit mit allen Christen, wir miteinander. Und das wollen wir jetzt auch noch feiern. Ich hänge jetzt das Bild wieder auf. Also, bitte gerade. Ja, ich probiere es. Okay. Ist gut, Jasi. Ja, kannst du... Hey, So. okay, kannst du wieder kommen. Und darum wollen wir jetzt eigentlich den Heiligen Geist einladen, der kommt und wo wir glauben, dass er der ist, der für uns das real macht. So laden wir dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst. Komm, Heiliger Geist. Komm mit deiner verwandelnden Kraft. Lass uns Jesus Christus jetzt begegnen, wenn wir feiern. Komm, du Heiliger Geist, und verwandle du uns. Lass uns erkennen, was es heisst, mit dir zu sterben, mit dir auferstehen und das neue Leben in dir zu haben. Mit dieser Hoffnung, die da drin verborgen ist, dass nicht Tod, Schmerz, Leiden das letzte Wort hat, sondern das neue Leben. Dass das Licht immer wieder neu durchbricht. Und wir nehmen uns einen Moment, 2, einfach um dem Heiligen Geist Raum zu geben. Und etwas, was uns verbindet mit allen, ist eben, dass Jesus der ist, der uns einlädt. Er ist der, der es für uns möglich macht, Anteil zu haben an ihm. Und so lese ich aus dem 1. Korinther, wie Jesus eingeladen hat zu diesem Abendmahl. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Das ist der Leib Christi, Jasi, Antonia, der gebrochen ist für euch. Und das ist das Blut vom neuen Bund. In ihm haben wir ein neues Leben. Und Jasi, ich gehe jetzt allen hier im Studio das Abendmahl verteilen. Und Antonia. Okay. Ihr könnt vielleicht noch erklären, was es mit dieser Kerze auf sich hat. Das habe ich nie schon gefragt. Ich habe schon gedacht, eigentlich feiern wir Ostern und nicht Weihnachten. Das habe ich trotzdem eine Kerze. Ja, weißt du, also, das ist im Fall Osterkerze, das ist so etwas, eine Tradition in ganz vielen Gemeinschaften und Kirchen. Die Osterkerze, der Matt hat ja schon davon geredet, das Licht der Welt, es ist wie Licht geworden. Aha. Und darum haben wir jetzt eine Kerze. Weißt du, was ich vor allem krass finde bei dieser Kerze? Was? Die verbindet uns mit so vielen
anderen Leuten, anderen Christen, anderen Leuten in dieser Welt, die eben auch an Ostern die Kerzen anzünden. Und so ist es etwas Gemeinsames. Wir machen das alle zusammen. Auch das Abendmahl. Das feiern heute so viele Leute auf der ganzen Welt in verschiedenen, vielleicht, eben, wie wir vorhin gesagt haben, vielleicht Leute, die die Sachen gleich sehen, andere haben völlig andere Traditionen, aber das verbindet uns mit allen zusammen. Das ist mega schön und mega speziell. Hey, und jetzt nehmen wir das alle zusammen ein. Ich gebe dir das, Antonia, der Lieb, der für dich gebrochen ist. Und du gibst mir das. So. Merci vielmals. Amen. Das darf ich auch noch ein bisschen haben. Ja. Das Blut vergossen für dich, Jasi. Nicht so viel trinken. Die anderen brauchen auch noch. Das Blut von Jesus für dich vergossen. Das Blut von Gott für dich. Amen. Das ist noch fein, das Abendmahl. Gell? Ja. Das finde ich auch. Und wir wollen auch voller Dankbarkeit ihm geben für das, was er für uns gemacht hat. Und so bete ich einfach zum Abschließen von diesem Teil. Jesus, wir danken dir, dass du uns bist vorausgegangen. Dass du für uns bist gestorben. Und dass wir in dir neu dürfen leben. Ich danke dir für das Mysterium, das Geheimnis. Und dass das Geheimnis für uns darf eine Wahrheit sein, wo wir drin dürfen leben. Und dass wir immer wie mehr dürfen verstehen, was es bedeutet. Mehr von deiner Gegenwart in unserem Leben. Amen. Amen. Das ist wirklich das, was wir wollen. Mehr von seiner Gegenwart. Mehr verstehen, was es bedeutet, was Jesus für uns hat da. Und ich bin zutiefst berührt, wie du das erklärt hast. Und bist du schon berührt, Jassi? Ja, so. Also, eben, und auch da die neue jassianische Theologie. Das ist der das hast du nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst, Jassi. Also, Und der Herr Theologe hat das sehr gut gemacht, muss ich sagen. Das sind ein super Team, muss ich sagen, die drei. Ja. Hey, wenn du mehr möchtest für deine Feiern daheim auch noch ein bisschen erfahren, auch über unser Verständnis, das wir haben als Vineyard Bern, dann haben wir ein Booklet für dich. Und du findest jetzt gerade den QR-Code eingeblendet oder auch dort, wo du, oder den Link, den du herunterladen auf unserer Webseite. Und dort sind auch die Symbole nochmal erklärt und einfach eben wie, dass wir als Vineyard Bern das Abendmahl verstehen. Und ich bin überzeugt, das wird dich inspirieren für deine Feiern daheim. Jassi, Hast du noch mal eine Frage an mich? ja, weil vom letzten Mal wissen wir ja, dass du mega gerne Rätsel hast. Ah, Oder? hast du eine Quizshow für mich? Ja, eine Quizshow, schon fast ein bisschen, ja. Jetzt, wenn wir mal schauen. Das Ja, heißt, jetzt geht es noch klein. Jetzt haben wir 2-3 Stunden Quizshow. nicht gerade so lang, aber wir fangen mal an mit einer Frage. Also, Jassi, schau ich an eine Frage. Okay. Also, welche Tradition an Ostern ist besonders freudig? Nicht ein bisschen von seinem Mantel abschneiden. Ja, okay, ja. Ich glaube jetzt nicht... einstellen? Ja, aber das sind jetzt, glaube ich, nicht so weltweite Ostertraditionen, so viel ich weiss. Okay. Sollen wir sonst mal noch die Leute im Chat fragen? Ja, Vielleicht weiss weiss das das jemand. Welche Tradition an Eiertütchen. Ostern ist besonders freudig? Eiertütchen. Eiertütchen, sagt Eli. Ja, das Ich finde ist das auch freudig. mega freudig. Und weißt Eben du mit den farbigen Eiern. ja, und ich gönne eigentlich immer. Ehrlich? Ja, das ist klar. Du bist so ein Gewinnertyp, das ist krass, Ja. oder? Ja, also weiss es jemand, welche Tradition an Ostern besonders freudig ist? Mal schauen, ob das jemand im Chat, ich schaue da gerade schnell runter. Aha, ja, das Osterlachen, genau. Ah,
Caro hat es gesagt, Osterlachen. Mhm. Kannst du schon mal den Rat machen? Das ist natürlich eine Tradition, die ich besonders gerne habe, oder? Das Habe ich gedacht. Osterlachen. Hast du schon gedacht, Ja. Jessie, du kennst ja jetzt langsam ein bisschen. Also, aber ich wollte noch schnell erklären, was es mit dem Lachen an sich hat. Es ist nämlich nicht einfach so, dass man einfach so ein bisschen hahaha, sondern das ist eine tiefe geistliche Komponente, oder, die es da drin hat. Und zwar bedeutet eigentlich das Lachen am Osterfest, dass wir das eben das Leben über den Tod gesiegt hat. Das heisst, wir lachen eigentlich am Teufel ins Gesicht. Weil Jesus den Tod überwunden hat. Yes. Darum lachen wir. Das ist ein guter Grund. Eben, gell? Ja. Und jetzt ist es eben so, im Mittelalter hat man dann der Priester zum Beispiel vorher so Tierlaut nachgemacht, um eben die Leute zum Lachen zu bringen, um ihnen helfen zu lachen. Und Das macht dann jetzt innen den Nari. das könnten wir eben vielleicht auch etablieren bei uns. Das Weil es könnte ist ich schon Ihnen mal fragen. Gell, das fände ich eine gute Idee, weil das Osterlachen ist mit schon wieder neu so ein bisschen am Entdecken und eben so viel Kraft im Lachen drin hat. Darum, ja, warum nicht? Jetzt ist es eben so, dass wir gedacht haben, hey, das müssen wir doch auch ausprobieren. Wir lassen uns da vom, was eben da im Mittelalter passiert ist, mit diesen Tierleuten ein bisschen inspirieren. Und ihr seid ja auch vielleicht in den Familien schauen oder vielleicht in den Kleingruppen, dann könnt ihr das natürlich auch nachholen. Und könntet ja vielleicht das auch probieren. Also Und machst du jetzt ein Huhn? ich habe etwas anderes. Ich habe da so ein bisschen draus gemogelt, ehrlich gesagt. Wir haben da nämlich ein Video, das uns da dazu inspirieren Also, ich habe gemeint, es ist ein Huhn, aber es ist eben Ein Giraffe? Ja, fast. Giraffe. Nein, es ist ein Frosch. Es ist eindeutig, hat der Mann gesagt. Ja, okay. Aber eben, ihr könnt es so ausprobieren. Wir haben gedacht, ihr dürft die Filme gerne auch mit uns teilen, zum Beispiel unter dem Hashtag Osterlachen Vineyard Bern. Wie wäre das? Genau, wir haben das Osterlachen, die Freude. Es ist einfach, wir haben wirklich ein richtiges Freudenfest hier zusammen. Gell? Voll. Jetzt kommen wir nämlich zu einem weiteren Teil, der auch einfach ein freudiger Moment ist. Nämlich, dass wir zusammen unsere Gaben, unser Geld oder Kollekte nennt man das so, dass wir das zusammenlegen können. Und wir machen ja das jetzt elektronisch, wenn wir im Livestream unterwegs sind. Genau, den Twin-Code kann man einscannen, man kann über die Webseite spenden und mit dem werden wir einfach Teil vom Wirken von Gott in der Stadt Bern und darüber hinaus. Und ich danke dir für dein Mittragen. Hast du Twin? Nein, Lassi? habe ich nicht. Aber ich auch ganz herzlich danke. Cool. Ja, wir danken. Ja, wir haben jetzt immer wieder im Livestream vom Wert der Gemeinschaften geredet. Einfach weil es wichtig ist, in dieser Zeit, wo wir viele Restriktionen haben, die Gemeinschaft zu suchen. Wir sagen das immer wieder, weil es uns wichtig ist. Und wir haben jetzt gerade nämlich die Kleingruppe nach Mass angefangen. Hast du schon gesehen, wie viele tolle Kleingruppen? Ja, ich gehe auch. In welche? In die in der frischen Luft. Ah, das ist cool, mit der frischen Luft. Ja, das ist immer gut. Das passt, frische Luft ist immer gut. Ja. Aber geht schauen auf unserer Webseite. Es gibt eine riesige Auswahl von tollen Kleingruppen nach Mass, wo einfach eine Möglichkeit ist, Gemeinschaft zusammenzuhalten. Wenn du Hilfe möchtest, eine Kleingruppe zu finden, dann kannst du dich an Matt wenden auf der Adresse kleingruppe@vineyard-bern.ch. Das ist ein grüner Mantel, der jetzt ein bisschen weniger hat. Das heisst, ich wollte ergänzen, genau, mit dem zerrissenen Mantel. Genau, das wäre er, ja, Jassi, der Herr Theologe. Ja. Hey, und wenn du heute zum ersten Mal da bist, wir haben dich nicht speziell begrüßt. Das ist mir aufgefallen. Jassi, willst du das noch schnell machen? Ja, also herzlich willkommen. Ich hoffe, es hat dir sehr gut gefallen heute. Und du hast ganz viele Sachen gelernt. Und das muss ich noch sagen.
Das war top, super. Ja, danke. Und wir haben eben noch ein Geschenk für dich. Oh, Ein elektronisches Geschenk. Und du findest office@wiener-bern.ch eingeblendet. Dort kannst du dich melden, damit wir dir das Geschenk zukommen. Und dort findest du die nächsten Schritte eingeblendet, die du machen kannst, um mit uns in Kontakt zu kommen. Wir erzählen dir mega gerne mehr von dem Jesus, der uns so begeistert, immer wieder, wo wir neue Sachen darüber lernen, gemeinsam. Und wir erzählen dir auch gerne mehr von Wiener Bern. Und dann möchte ich noch sagen, es ist wichtig, dass wir verbunden bleiben und dass wir wissen, was da läuft. Und für das haben wir dir auch eingeblendet die Möglichkeiten, wie du up-to-date bleiben kannst, sei es über YouTube, Facebook, Instagram oder unsere Webseite. Genau, jetzt haben wir nämlich gerade über Ostern etwas gemacht. Auf Instagram und Facebook hat der Matt so ein bisschen Inputs gegeben über das Kreuz und über die Metaphern. Und das kannst du auch gerne noch nachschauen. Das kann man auch im Nachhinein noch. Hey, und jetzt bleibt mir eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Ich möchte noch ein riesen Merci sagen. Man hat euch auf der Bühne gesehen, das hat mich mega beeindruckt. Euch drei. Und er hat mich die Familienband mega beeindruckt. Die Analia, der Joel, der Enea und Amanda. Wo seid ihr dabei gewesen? die habe ich auch mega cool gefunden. Hey, die haben das so toll. Sie haben mega schön gesungen, gell? Ja, mega Mega schön. Es hat top getönt, Ich wirklich. glaube, die sind fast so laut, wie ich gesungen habe. Ja, ich würde auch jemand daran herkommen. Ja. Gell? Und die Goni, Noemi und der Stefan, merci viel mal. Und merci vielmal allen hinter der Kamera, die das möglich machen. Es ist einfach so schön, das dürfen als Gemeinschaftswerk den Ostergottesdienst feiern. Ja, und wir wünschen euch einfach von Herzen ein wunderschönes Osterfest. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Yes, das ist wahr. Das So muss schön. eigentlich drin noch sagen, gell? Okay, Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Aha. Auf Wiedersehen. Nein, stopp! Hey, hallo! Stopp! Nari! Nari, du sollst schon lange da sein. Sorry, ich muss ihn holen. Er ist vielleicht auch vom WC gesperrt. Warte schnell. Merci vielmals, Jassi. Nein, ich bin nicht auf dem WC eingesperrt. Hey, frohe Ostern wünschen uns allen. Und Debo, ganz besonders dir. Diese Woche ist deine Anstellung in der Vineyard Bern nach 15 Jahren zu einem Ende gekommen. Wir haben dich letzte Woche im Staff auch schon verabschiedet. Aber wenn ich schaue, wie viel du gerade den Gottesdienst in den vergangenen Jahren mitgeprägt hast, was heisst mitgeprägt? Geprägt hast gerade den Livestream in diesem vergangenen Jahr mit all diesen kreativen Teilen, die es drin hatte, wie viele Menschen du da einbezogen hast, das war dir immer so wichtig. Haben wir einfach gesagt, wir möchten dich gerne noch hier im Gottesdienst, im Livestream verabschieden. Debo, merci viel mal für alles. Du bist ein wahrer Schatz. Wir lieben dich und ich bin mega froh, dass wir dich dennoch im Gottesdienst in Zukunft in etwas anderer Form eben nicht mehr als Hauptverantwortliche werden erleben, aber immer noch in der Moderation oder wirst preachen. Vielen herzlichen Dank dir, Debo. Merci, Mari, für die Worte. Es war wunderschön, Teil dürfen sein von dem. Merci vielmals. Bitte schön. Ja, und jetzt wünsche ich uns allen ganz frohe Ostern. Mögen die Kraft von der Auferstehung immer wieder erleben, ganz besonders in dieser kommenden Woche. Und möge die Kraft von der Auferstehung durch uns allen Menschen bekannt werden. Und das nimmt auch den Schlusssong, den wir jetzt zum Abschluss von diesem Gottesdienst noch singen miteinander auf. Jesus über allem gesehen, das Banner, das steht in unserem Land, das alle erkennen, er auferstehen, er ist der Weg zum Himmel. Wir Jesus über allem gesehen, das Banner, das steht in unserem Land, das alle erkennen, er auferstehen, er ist der Weg zum Himmel. Wir wollen ihn sehen. Jesus über
gehen wir vorwärts, mehr und mehr Land nehmen wir hin. Jedes Gebet eine mächtige Waffe, sagt ganz fest, ich stürze ein. Und ich, und ich, und ich, will Jesus über allem sehen. Das Banner besteht in unserem Land, dass alle erkennen, er auferstehen. Er ist der Weg zum Himmel. Ich will Jesus über allem sehen. Das Banner besteht in unserem Land, dass alle erkennen, er auferstehen. Er ist der Weg zum Himmel. Er ist der Weg zum Himmel.